Und wenn die Hexen wie Herdäpfelsäck vom Himmel fallen und sie ihre Basen zu Fuss müssen tragen, dann holen die Hexen den Topf aus dem Schrank und fangen an kochen. Denn welche Hex ist schon zu Fuss unterwegs? Fladerlos und Schlangengift, Schnecken, Schleim und Hühnermist, Spinnenbein und Krötenleich und alles drin, und Seich in Hexentrank. Ein Flügelpilz, ein Dammenfries, der Nasenspitz mit Wunderflitz, ein Preisentrockner, Flügelschitz, Köcherlebein mit der Hitze im Hexentrank. Gott sei Dank gibt's Hexentrank, sonst würden alle Hexen krank. Ohne Saft keine Zauberkraft und sie stürzt auf ihren Basen ab. Und wenn die Hexen wie Herdäpfelsäck vom Himmel fallen und sie ihre Basen zu Fuss müssen tragen, dann holen die Hexen den Topf aus dem Schrank und fangen an kochen. Denn welche Hex ist schon zu Fuss unterwegs? Ein Zeichen von einem kleinen Fuß, ein Liter frisches Geierblut, eine Schüssel voller Schlangenmus, gibt einen feinen Geschmack dazu zum Hexentrank. Schottengewächs und Hexenwurz, Rattenschwanz und Bärenfuß, Morgentau und Oberrot, fehlt nur noch ein Zauberspruch zum Hexentrank. Gott sei Dank gibt's Hexentrank, sonst würden alle Hexen krank. Ohne Saft keine Zauberkraft und sie stirbt auf ihren Basen ab. Und wenn die Hexen wie Herdäpfelsäck vom Himmel fallen und sie ihre Basen zu Fuss müssen tragen, dann holen die Hexen den Topf aus dem Schrank und fangen an kochen. Denn welche Hex ist schon zu Fuss unterwegs? Und wenn die Hexen wie Herdäpfelsäck vom Himmel fallen und sie ihre Basen zu Fuss müssen tragen, dann holen die Hexen den Topf aus dem Schrank und fangen an kochen. Denn welche Hex ist schon zu Fuss unterwegs? Und wenn die Hexen wie Herdäpfelsäck